Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, the Law of Attraction, das Universum Gesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt. Am einfachsten verstehst du das Gesetz der Anziehung, indem du dich selbst als Magnet siehst, der Ereignisse in seinen Erfahrungsbereich zieht, der fokussiert auf Erfahrungen. Du kannst am Planeten Erde unendlich viele Erfahrungen haben von Frieden, von wunderschönen Ereignissen bis Krieg, Mord und Totschlag. Auf was fokussierst du dich? Was vermehrst du? Dir muss klar sein, dem du deine Aufmerksamkeit widmest, das vermehrst du. Deine Quelle glaubt, du willst mehr von den Dingen, denen du deine Aufmerksamkeit widmest. Darum sage ich dir, das Zauberwort heutzutage, wo du nahezu weltweit Informationen bekommst in den Nachrichten, in Social Media, über Radio und viele andere Kanäle. Das Zauberwort ist Selektion. Jeder Mensch selektiert immer, doch viele Menschen selektieren, so wie die Fernsehsender selektieren und die Nachrichtensender selektieren. Irgendein Ereignis ist passiert auf der anderen Seite des Planeten und man lässt sich Angst machen und Groll machen und Trauer machen. Es ist nicht dein Job, alles an dich heranzulassen und auf alles deinen Fokus zu legen. Es ist dein Job, gute Laune zu haben. Es ist dein Job, auf positive Dinge deinen Fokus zu legen. Frage dich, was willst du vermehren in deiner Welt? Und dann richte deine Aufmerksamkeit darauf. Du bekommst mehr davon. Schaust du auf das Gute an dir selbst und in deiner Welt und deinen Mitmenschen, dann vermehrst du das Gute. Schaust du auf das Negative an dir selbst, deinen Mitmenschen und der Welt, dann vermehrst du das Negative. Du bist der entscheidende Faktor für deine persönliche Welt. Es geht um dich. Du bist das Zentrum des Universums. Das Universum richtet sich nach deinem Fokus, deinen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen und bringt dir entsprechende Ereignisse näher. Auf was legst du Wert? Auf was fokussierst du dich? Achte einmal darauf, wie du selbst durch deinen Alltag gehst. Legst du mehr auf Positives oder mehr auf Negatives Wert? Steigst du auf negative Gespräche leichter ein oder steigst du auf positive Gespräche leichter ein? Fokussierst du dich auf den Sonnenschein oder auf den Schatten? Fokussierst du dich auf Streit und Ärger, Mord und Totschlag oder auf Frieden, Freude und Zusammenarbeit? Auf was stellst du deinen Fokus ein? Der Fokus deiner Quelle ist immer in der Freude, in der Liebe, in der Wertschätzung. Diese Frequenz fließt ständig zu dir. Die Quellfrequenz von Liebe, Freude und Wertschätzung fließt zu dir und durch dich durch.
Doch du kannst diese Frequenz nicht optimal empfangen, wenn du dich selbst auf Hass, auf Groll, auf Ärger und auf Negatives fokussierst. Dann bekommst du ein Rauschen, wie wenn du einen Radiosender nicht optimal eingestellt hast. Bekommst du ein Rauschen und kannst deine Quellfrequenz nicht ideal empfangen. Doch es ist wichtig, deine Quellfrequenz ideal zu empfangen, um deinen idealen Weg zu gehen, um intuitiv handeln zu können, um auf dein Inneres, auf dein Gefühl zu hören. Es ist wichtig, dass du deinen Sender gut einstellst, harmonisierst mit deiner Quellfrequenz, die liebt, wertschätzt und voller Optimismus nach vorne schaut. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dir beim Einstellen deines Senders zu helfen, damit du wieder in Harmonie mit deiner Quellfrequenz kommst, in die Freude, in die Liebe, in die Wertschätzung, in die Gesundheit, in die Fröhlichkeit, in die Zuversicht, in die Hoffnung, in die Liebe. Du bist Liebe, deine Quelle ist Liebe und fließt durch dich durch. Achte darauf, auf was du deinen Fokus lenkst. Lenkst du deinen Fokus auf Liebe, Wertschätzung, Freude, Optimismus, dann bist du wahrscheinlich im Einklang, schwingst du im Einklang mit deiner Quellfrequenz und fühlst du dich gut. Fühlst du dich nicht gut, dann ist das ein Indikator dafür, dass du deinen Sender schlecht eingestellt hast auf deine Quellfrequenz. Ein negatives Gefühl ist immer ein Indikator dafür, dass du ein Rauschen in deinem Sender hast. Wenn du ein negatives Gefühl hast, dann versuche deine Gedanken zu verändern, versuche deinen Fokus zu verändern, hin auf etwas Positives, das dir Freude bereitet. Denke an etwas Positives, das dir Freude bereitet. Achte auf dein Gefühl, es ist dein Navi, es sagt dir, ob du in Einklang bist mit deiner Quellfrequenz oder nicht. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen, begleite dich auf dem Weg der Harmonisierung mit deiner Quellfrequenz, der Einstellen deines Senders in Harmonie mit deiner Quellfrequenz, damit du wieder mehr Freude, Liebe, Wertschätzung und Gesundheit in dein Leben bringst. Melde dich. Ciao.